Der Kampf der Monsterarmeen geht weiter, Leute. Ja, immer noch hier gegen die Genyx-Armee und im Prinzip sind wir ganz gut dabei. Nur halt irgendwie weiß ich nicht genau, wie ich das weitermachen soll. Wir haben so viele Strategien aktuell. Ihr könnt Obelisk rufen, ihr könnt erstmal Riesenbazillen spielen für ihn hier oder als Opfer für ihn und seine spezielle Fähigkeit. Ihr könnt Krieger rufen nachher und so weiter und so fort. Das kann ein bisschen, naja, unübersichtlich. Trifft es, glaube ich, ganz genau. Ich überlege gerade mit Schrei der Untoten plus gemeinsam sind wir stark. Obelisk ausstatten. Mit 4 Monster nachher auf dem Feld. Alter, der nach einer Power. Der wird das ganze Spielfeld rocken. Ja, die verdeckten Karten nerven mich gerade ein bisschen extrem, muss ich zugeben. Der bleibt also im Angriffsmodus, war okay. Einfach mal meinen Zwillingsschwertplünderer und ruft den Geschützturmkrieger. Ein Stufe 5 Monster mit extrem viel Power. So, ich habe doch genug für meinen Sterndrachen, sehe ich gerade. Ich habe ihn in Stufe 3 Synchro. Ich habe ihn, das würde also sehr gut passen. Monsteraufruf, Genyx, Neutron. Okay, was kann der? Wie scheint nicht allzu viel. Der Genyx-Überwacher. Dann mal gucken, was er jetzt wieder so drauf hat. Der Materietransporter, alles klar. Dann aktiviere er das jetzt mal Riesenbazille verdeckt. Und greife dann an wie meinen Geschützturmkrieger. Vernichte seinen Genyx-Neutron. Das war knapp. Macht des Spiegelsweise also. Ja, der hat vermutlich sogar Obelisk zerstört. Ich weiß, im Anime kann es mit der Karte ganz Obelisk überhaupt nichts anhaben, aber hier. Und ja. Hier ist alles anders und die Götter sind sehr viel schwächer dargestellt. Üble Scheiße. Er greift ein verdecktes Monster an. Ja, das soll er nur tun. Das ist mir recht. Zack. Ein bisschen Schaden und es tut ihm sehr weh. Oje, oje. Ah, mein neueste besten Freunde, die Riesenbazillen. Problem ist, nur Obelisk aufrufen geht zwar schon, aber Alter. Momentan ist es ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich zugeben. Macht das mit Obelisk jetzt? Schrei der Untoten für Obelisk, wäre natürlich auch eine Idee. Ich will so abwerfen, aber kann er zurückkommen, dass er überhaupt im Friedhof, wenn ich gerade mal fragen dürfte. War nichts Besonderes, wa? Die Karte spielen, Schrei der Untoten setzen. Könnte klappen. 5 gegen 5 Monster. Tja, das sind ein paar weniger. Und hier kommt Obelisk, der Peiniger. Der wird gleich richtig reinscheppern, aber erstmal ein bisschen Schaden machen, nicht wahr? Oder direkt Fähigkeit aktivieren. Ja, wieso nicht, wahr? Ich mach's so gern. Und die ganze Monsterarmee, alles futschen, das nur für Obelisk. Den Peiniger. Weil er es halt kann. So, dann noch eine Karte verdeckt und beende fürs erste Mal einen Zug. Ja, da schaut er ein bisschen drüber aus der Tasse, der alte Schwänzender. Da mal
gucken, was wir da so haben. Der Trickreiche. Der natürlich auch. Aber erstmal. Ja, es ist Zeit für Obelisk, den Peiniger. Und tschüss. Der Genix-Sucher, wa? Oh, die Genix-Turbine. Können Schrei der Untoten spielen oder aber einfach mal den Zug beenden. Ich lasse ihn mal ein bisschen dran. Soll er mal gucken, wie er da gegen meine Strategie ankauen will. Da kommt jetzt sowieso keine Chance. Nicht die geringste. Mit einer Genix-Turbine schon wieder. Ah, das war doch echt mal ein zynischer Plünderer. Aber nee, wäre noch zu früh, Freunde. Wäre noch viel zu früh. Was ich schon machen kann, ist mal... Soll ich oder soll ich nicht? Nee, komm, mach das so viel fahren. Es macht ganz so viel Spaß mit Obelisk den Peiniger. Ja, Obelisk, du, er ist einfach der Stärkste von allem. Er ist ein göttliches Ungeheuer. Und da geht er mit ihm einfach nicht los. Ja. Das nervt gesteigert, allerdings trotzdem. Ich habe doch irgendwo noch meine Karte Rücke des Kriegers. Ich bin doch noch in ihm dick drin. Ist ja supi. Na dann, Obelisk der Peiniger, vernichtet ein verdecktes Monster. Doch mal ein Genix zu, das gibt's einfach nicht, ey. Echter Genix Turbo. Ja, mehr und mehr Mons auf dem Feld. Ist doch eine üble Scheiße, Leute. Was macht denn jetzt da? Sternstabdrache rufen? Ein anderes Teil. Ah, der Genix-Überwacher. Ja, du kannst synchronisieren, so viel du willst. Das bringt dir gar nichts. Du kannst Obelisk nicht schlagen. Keiner kann das. Aus der vielleicht. Hä? Bringt das jetzt? Och nö, nicht zerstören. Ach du Scheiße, kann ich was zurückholen schnell für so einen Effekt. Nämlich Zange wird zwar ganz gut funktionieren gerade, aber so doof. Und tschüss. Ist klar, mal 4 Counterdeck spielen. Und das nur die Fähigkeit. Dann hole ich mir noch mal am besten ihn hier, unseren netten kleinen Zombie. Windmühlen Genix hält noch eine Karte mehr da. Ne, wird trotzdem nicht gehen, trotzdem nur 3100. Ich weiß auch nicht, was sowieso Riesentun oder so etwas. Passt also gerade ziemlich gut, die Kartenzerstörung. Alter Schwede, alter Falter, ist das geil. Freundliche Wohltat. Die kommt einfach nicht. Wo ist meine Karte hin? Die Synchro brauche ich jetzt gerade nicht. Und Breaker kann eigentlich auch weg. Ne, lass ich jetzt mal noch. Dann zu schwächen, das passt eigentlich ganz gut. Lege ich den mal noch ab und aktiviere Goldener Sarkophag. Und hole mir eine nette kleine Zauber- oder Zauberfallenkarte, wie auch immer, zurück, die auf den Namen Riesentornado hört.
Damit Zeit für ein richtig kleines Power, aber erstmal kommt Breaker zum Zuge. Sehr schön, dafür ist eine besondere Fähigkeit und vernichtet es einen seiner Zauber fallen kann. Ich schätze mal, weil die gespielt sind, das eher normale Zauberkarten, also wird es wohl eine von denen sein, die mir gefährlich werden könnten. Ja, wie gesagt, könnten. Und dann spiele ich gemeinsam sind wir stark. Und verstärke Obelisk. Geht's gar nicht? Kann ein Obelisk verstärken, ist natürlich auch toll. Achso, stimmt, was manchmal, hier steht es ja, diese Karte nochmal schon. Diese Karte kann nicht von den Effekten eines Zauber fallenden Effektmonsters getroffen werden. Ja. Das ist natürlich so ein Effekt, wa? Der hat mich aber 2-3 Parts zurück. Damals war es auch so, dass ich irgendwie einen Effekt von DD angreife oder irgendwie aus dem Spiel entfernt, aber das geht es wiederum nicht oder so. Puh, ist das crazy. Ja, ist klar. Das sind noch 2 Karten verdeckt und beende meinen Zug. So, ich schätze mal meine... Meistens sind ja stark an, sowieso gleich im Arsch, weil er hier gleich zum Zug kommt. Der Windmühlen-Genex. Ja, genau das meinte ich ja eigentlich. Also komm, wenn du schon so mir kommst, dann habe ich aber gar keinen Bock mehr drauf. Und tschüss. Ist das schön, Freunde, haben ein richtig freies Deck. Und das bringt es jetzt wirklich, wa? Jetzt greifst du den an, nur weil du damit... Ja, ist egal. Klar, es verliert er nachher nur 2200 Lebenspunkte statt 4000. Ich kann es einigermaßen verstehen, aber es war trotzdem nicht gerade die klügste aller Ideen. Das war's garantiert nicht. Ich habe 9 Karten im Deck, sehe ich gerade. Ist ein bisschen übertrieben, Leute. Oh. Aber egal, geht schon. Wenn wir schon hinkriegen, Obelisk der Peiniger Angriff. So, dann hat er zweimal direkt angreifen und weg ist er. Ich mache mal eine zweite Main-Phase, setze noch eine Karte verdeckt und beende mal wieder meinen Zug. Was will der bloß tun, Leute? Gar keine Chance. Nicht die geringste. Mit bloß einer Karte soll er das machen. Macht Monsteraufruf, ist klar. Ja, und was bringt er das jetzt? Kriegst trotzdem Schaden, Kumpel. Was bringt dir das? Das bringt gar nichts. Machen wir selber drauf. Kommt jetzt ein bisschen zum falschen Zeitpunkt, Kumpel. Ist ein bisschen unpraktisch gerade. Ach egal, wird schon gut gehen. Da schaffen wir schon irgendwie. Obelisk der Peiniger, Angriff, vernichte seine echte Genex Turbo Kanone. Mir scheißegal, nur sterben soll er. So will ich sehen. Und jetzt fehlt echt nicht mehr viel. Oh, echt Genex-Ding. Eine verdeckte Karte stört mich nicht besonders, muss ich ganz ehrlich zugeben, Alter. Und deswegen einfach erstmal an mit Obelisk dem Peiniger. Ist das scheiße. Wie viel hat er noch im Deck? Menno. Das ist dämlich Gebrüll. So. Nochmal Krebens aufs Feld. Nee, Obelisk garantiert nicht, der ist bekloppt. Das kannst du nicht bringen, das geht so nicht. Noch irgendwie den Modus eines Monsters switchen könnte. Ich glaube, Feinkontrolle bereits auf dem Friedhof, oder?
Ist die Karte mal zum Friedhof? Wir können zwar meinen Zombie noch holen. Nee, sie nur in meinem Deck. Die Karte ist irgendwo noch in meinem Deck. Ist das geil. So, mein Zombie hat 400 Angriffspunkte. Das wird sogar reichen. Perfekt. Der Zombie zurück, im Angriff, wo er bitten darf. Und dafür lege ich mal den Cyberdrachen zurück. Nee, trotzdem Populist, bitte nicht, wa? Wäre mir jetzt sehr lieb, wenn du das nicht tun würdest. Und das Orakel wird vernichtet. Und nun Krebons! Und dann ist das Duell endlich ein für alle Mal vorbei. Obelisk der Peiniger! Faustschlag des Zorns! Und neuer Schrotthaufen für den Friedhof! Alter Obelisk. Viele neue DPs. So, wie sieht es denn jetzt aus? Wie geht's weiter? Bin hier oben aber fertig. Ich habe jetzt 2 erhalten, brauche jetzt gar nicht mehr. Wie noch einer? Nö, wieso war's? Kein Bock mehr drauf, ich verschwinde. Schnell da runter! Okay, 3. Etage von mir aus. Hab keinen Bock mehr auf so einen weiteren Transcender. Neue Karten ansehen. Na, kommt schon, haben wir was Gutes bekommen. Ich bezweifle ehrlich gesagt ein bisschen. Genau, Naturia Löwendrachling. Der bringt jetzt ungeheuerlich. Hat zwar 3000 Angriffspunkte, aber ganz ehrlich. Ein Erdempfänger. Nee. Und Stufe 9 kann man immer mal gut gebrauchen, aber so, nee. So, Bifrost, die 4. Etage, zweitletzte zumindest mal. Nachher kommt der Valhalla noch. Was geht jetzt hier ab? Es ist gleich stark wie das andere. Oh, ich bin besessen. Scheiße. Leo, halt. Es tut mir leid, Luna. Ich habe gesagt, dass ich dich beschützen würde, aber... Leo, halt, Leo. Tut mir leid. Jose, Michael, bitte komm da schon, Luna. Leo. Ich bin besessen. Leo. Das war natürlich ein bisschen doof. Leo ist besessen. Das darf nicht sein. Nein. Und da ist auch schon der besessene Leo, die morphtronische Kraft, schon wieder. Die habe ich ja ganz übel in Erinnerung, Leute. Alter Schwede, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen erstmal ganz kurz nochmal in den Shop hinein. Also dann, Tomate kommt eh nicht, wie es aussieht, wa? Vergessen wir das mal. Oh, das kommt gar nicht mehr. Bereits den ersten Booster Packs haben wir hier noch Star Truck Blast. Absolute Power Force, okay. Das ist vielleicht hier drin. Kann natürlich auch sein. Okay, kaufe ich erstmal 10 hiervon. Und dann noch 5-4 und 5-4. In der Hoffnung auf neue Synchromonster. Nee, da war schon bei Dark Beginning 1 drin. Die mystische Tomate. Ich will es recht bei unserem Deck so gut integrieren. Tja. Und wie gesagt, jetzt mal ziehen muss es halt natürlich auch noch. Vampirlord, ja. Es sind schon alte Karten gewesen. Kommt schon, wo bist du denn? Macht der Spiegels! Fusionstor? Nee, das sieht übel aus, Leute. Und Star Trek Blast. Finden wir irgendwie noch eine spezielle Synchro-Karte? Na, sieht nicht so aus, leider. Das Hidden Arsenal Excellence, ja. Das versteckte Arsenal. Drachenodem. Flammenwell Kisas, ja!
Alter, ich habe noch zu gute aus Reverse of Arcadia, genau, aber den Anfang auch immer gespielt. Echt eine geile Karte. So, das ist der Mau. So, er ist so eine Stufe 6 Monster, und jetzt kann man sich in dieser Verteidigungsbonus, genau. Diese Karte erhält diesmal, wenn du deinen Gegner Kampfstand zufügst, 300 Angriffspunkte. Alter, das ist Vieh fett. Das muss unbedingt ins Deck, Freunde. Das Vieh ist dermaßen geil. So, und dann noch einmal 5 Stück hiervon. 5 hiervon, und weil ich so nett bin, noch ein paar davon. Und 200 kostet, alter Schwede. Ja, okay. Das ist teuer. Da ist Gaia wieder mal. Yeah, der gute alte Gaia. Genix-Überwacher. Ne, wir brauchen eine Genixte. Genexi, Genexta, Kuribo. Brauchen wir aber auch nicht. Du. Na, was kommt denn noch alles? Kommt schon. Synchro-Monster, wo seid ihr denn? Nicht der, aber andere. Aber die anderen, die wollen nicht. Nö, die kommen nicht, schade. Und das Covermonster leider nicht. Flammenwell-Gottheit. Okay, jetzt haben wir jetzt gerade gar nichts. Das ist eine Maschine, was? Hat er mal eine Chance geben? Ach nee, bringt gar nichts. Im Feuerempfänger aber gar nicht, ups. Nee, das bringt nicht viel. So, wieder mal ein bisschen was zusammenbekommen, aber nicht gerade sehr viel. Okay, Freunde, zum Abschluss noch ganz kurz ins Stick-Menü. Das Monster noch hinzufügen, das Synchro-Monster, und dann jetzt den nächsten Part richtig geil mit Flammenwell Urkisas. Der kann so heftigen Schaden verursachen. Das ist einfach ein geiles Viech. Wird dann vermutlich auch Nachfolger werden für unseren guten alten Zwillingsschwertplünderer. Falls ihr dann doch noch 3 mystische Tomaten kriegen sollt. Sprich, der wird rausfliegen, Obelisk vermutlich auch noch. Und dann vermutlich auch noch... Ist bereits draußen. Vermutlich auch noch der hier. Majestätischer Drache, weil ist so ein geiles Monster, aber mir gelingt der Aufruf so selten, das bringt es hier echt nicht. Also, ja, leider Gottes. So, filtern erstmal. Gehe ich auf Effekt und Synchro-Monster. Hier nach Angriffspunkt, will ich nochmal gucken nach unserem. Ja, steht schon erstmal ganz kurz. Gut, als Flammenwell Urkisas, und nachher mal eine mystischen Tomate, weil der muss irgendwie drin sein. Zwei braucht es auch nicht, so, tschüss. Na, vielleicht auch noch irgendwie Geierkraft raus oder so, kann man natürlich auch machen. Ist nie verkehrt. Ja, wieso nicht? Zack. So, jetzt mal richtig. 1400, wo seid ihr denn? Wo ist die magische Marke? Hier beginnt sie also. Also gut. 1400 und nirgendwo haben wir... Ne, wir haben den dreimal. Schön, von den Insekten natürlich sehr gut. Und den Elfen auch schon. Da ist Insas Tomate. Sieht zwar ähnlich aus, also sind es mal mit dem japanischen Artwork noch, aber ist komplett was anderes. Und der Riesel haben wir auch schon. Zweimal. Urschildkröte schon 4-mal. Nee, Leute, dafür wird nichts mehr mit der Tomate. Die kommt vermutlich einfach nicht mehr. Ja, seht ihr, wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht. Dafür aber ein neues, geiles Synchro-Monster. Und das werden wir unseren nächsten Part zu Gemüte führen im Kampf gegen Leo und seinem oft thronischen Ungeheuer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.